Da ist der Movie Guru. Ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Ich stehe da gerade in Zürich vor dem Arthouse Kino Le Paris. Ich habe gerade den Film Galle Malaga gesehen mit der Carmen Maura, eine grossartige Schauspielerin aus Spanien. Ich habe sie kennengelernt oder bin auch gross geworden mit ihr, mit den Filmen von Pedro Almodóvar, wo sie oft die Hauptrolle gespielt hat oder eine Nebenrolle, sehr prominentes Gesicht. Man hat sie immer erkannt. Hochtalentiert. Jetzt ist sie 80 und spielt eine 79-jährige Frau. Der Film heisst Galle Malaga, spielt aber nicht in Spanien, sondern in Tangier, also in Marokko, dem Schmelztiegel von Afrika und Europa. Und das kommt auch im Film immer wieder zum Zug. Das Element wird immer wieder eingesetzt. Es geht aber um einen Generationenkonflikt. Kinder werden nicht immer das, was man erwartet, sagt Carmen Maura im Film an einer Stelle. Und das ist leider so. Also, ja, kann man sagen, wenn man Kind hat, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, sicher. In diesem Fall ist es ein besonders extremes Beispiel, weil die Carmen Maura spielt eine alte Frau, die geboren ist in Tangier, immer dort gelebt hat und jetzt von ihrer Tochter, von der eigenen Tochter eigentlich enteignet wird. Sie wohnt in einer Wohnung, wo ihrem verstorbenen Mann gehört hat. Aber der hat die Wohnung vor seinem Tod der Tochter überschrieben. Die Tochter wohnt nicht in Tangier, sondern in Spanien, in Madrid. Hat 2 Kinder, ist geschieden, ist eine Krankenschwester, hat Geldprobleme und kommt jetzt auf Tangier und bittet die Mutter auszuziehen aus dieser Wohnung, damit sie sich verkaufen kann, zum Höchstpreis und ein bisschen Geld machen. Und die Mutter muss ins Pflegeheim, wird abgeschoben. Maria, also eben Carmen Maura, macht mit und lässt sich abschieben in ein Altersheim. Und wo, wenn man in Tangier geboren ist, gratis ist. Das ist natürlich eine riesen Erleichterung für die Tochter. Und so soll die Wohnung verkauft werden. Sie wird dann auch entrümpelt. Man tut Möbel verkitschen, etc. etc. Ich will nicht zu viel verraten. Wichtig ist, der Film schlägt dann eine andere Richtung ein, als man denkt. Carmen Maura lässt sich etwas einfallen. Und was jetzt tönt wie eine Disney-Komödie oder so, mit Happy End. Das Ende von dem Film ist sehr speziell. Es ist eben genau keine Disney-Komödie, wo alle Ecken und Enden aufgelöst werden, sondern das Ende ist bewusst ein bisschen offen. Ich will es nicht verraten. Aber man kann sich doch eigene Gedanken machen. Und gerade wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, glaube ich, ist der Film besonders nachdenklich, regt einem an zum Mitdenken, zum Mitfühlen. Grossartiges Kino mit einer grossartigen Hauptdarstellerin, der Carmen Maura, die sich mit ihrer Filmtochter auseinandersetzen muss, die gar nicht so rausgekommen ist, wie sie sich das erhofft hat. Und einer anderen Figur, die ich jetzt auch nicht zu viel darüber verraten will, wo sie auf neue Gedanken bringt. Warum heisst der Film Galle Malaga? Er spielt in Tangier. Es gibt dort eine Strasse, die Galle Malaga heisst, wo eigentlich viele Spanier auch sich niedergelassen haben, die vor Franco geflüchtet sind damals. Und darum heisst jetzt auch der Film so wie die Strasse. Und ist wirklich grossartiges, herzberührendes Kino, herzerweichendes Kino. Ich denke, ein Film, nicht der Mainstream, sondern eben ein bisschen, quer in der Landschaft, weg vom Schuss, aber gleich ein Film, der mehrheitsfähig ist und nicht einfach artsy-fartsy Kino, sondern wirklich etwas, wo man mitschauen kann. Und mitfühlen vor allem. Ein Film, der herzerweichend ist, herzerwärmend und wo, das Glas vielleicht halb voll sieht und nicht immer nur halb leer. Das ist vielleicht etwas, was uns allen gut tut. Das wäre es wieder mal gewesen von der Movie-Front. Ich hoffe, ihr geht fleissig ins Kino, damit es weiterlebt. Und danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.